So, ciao zusammen, meine lieben Füchse. Wir sind in Blackwood Pines. Der Josh hat alle seine Kollegen eingeladen, die vor einem Jahr auch schon so Idee waren, wo die Hannah und Dings ist verunglückt, und wir haben das gesehen im anderen Part. Im ersten Teil von meiner Serie, wo ich eine Serie machen will. Wir werden dann heute einen kleinen Rückblick sehen, was bisher geschah. Und ich freue mich sehr, sehr, seid ihr mit dabei. Und weiss fast gar nicht, was ich da noch soll dazu sagen. Wir sagen Action. Und wir fortsetzen. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erst mal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Josh, kompliziert. Der Bruder von Hannah und Bess, also er, der eigentlich alle eingeladen hat, in das Blackwood Pine wieder, kompliziert. Ja, nachträglich liebevoll. Okay. Der Josh, also der Brüder von diesen zwei Schwestern, die dann gestorben sind. Wegen dem blöden Zeug mit dem was war der Mike, was er da verarscht hat. Ja, die habt es gesehen. Wir gehen weiter. Ach, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du dir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal $1 Million für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja, na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, yo, yo. Steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Sorgen, Tatsachen. Ja. Ist alles okay? Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stopp. Ich meinte nur das. Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt, das blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Ashley? Salut, Ashley. Seltsam, zurück zu sein.
Schön wieder hier zu sein. Ja, es ist schon seltsam, zurück zu sein. Und alles klar? Ja, außer dass mir echt kalt ist. Und ich hier ein komisches Gefühl bekomme. Es ist ziemlich schräg, wieder hier oben zu sein, ha? Ja. Schon, hä? So, wärst du denn? Ah, Josh. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Ja, jetzt laufen wir einfach mal. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Ja, nicht grad geil, mein lieber Freund. Hey, lass den Scheiß, Mann. Ja, ich meine, wenn du sie nicht flach legst, bestimmt ist Mike dran Was? interessiert. Lässt du das vielleicht mal sein? Ruhig. Ich will doch nur sehen, ob bei dir da unten noch Leben herrscht. Ja. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, das ist so. Ich würde sagen, weißt du was? Schau, für dich selber würde ich jetzt am liebsten sagen, aber ich sage halt. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. Schon gut, kapiert. Wow. Du bist ein Killer, Bro. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich habe nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier 4 entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Habe ich schon erwähnt, dass die Kameraführung so hure cool finde. Echt, habe ich das schon erwähnt, ich glaube es. Also, ich habe lang kein Game mehr gesehen, was neu ist. Jetzt fragt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Kommst du nicht mal ohne dein Handy klar? Was? Wieso? Du redest von nichts anderem. Naja, es kann halt so viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Nope. Eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, eigentlich gibt's Alter, da... hast du nicht. Die Antwort ist... Hast du nicht. Halt, hier ist etwas. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Aha. Okay. Müssen wir das überschieben, hä? Alles okay? Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da wo man das Seil hoch muss. Alles grün. War ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Ah, gutes Tipo, hä? Oh, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Na, lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und husch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich
muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Ja. Ja. Ah, mit dem Feuerzeug und Spraydosen. Ne? Brennen. So, also jetzt sind wir mit dem Feuerzeug da. Und da leuchtet etwas. Das ist sicher ein Totem. Jawohl. Feuer und Totem, Feuer. Das ist das Totem. Moment. Jetzt muss ich wieder schauen. Sorry, mit der Taste. Nicht das war es. Wie kann ich jetzt die schauen? So. Ja. Genau, das ist so das Totem, oder? Ein Prophezeiungstotem, oder? Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge träumen, das haben wir schon gehabt, ja. Der mögliche Verlust eines Freundes. Der mögliche Verlust eines Freundes. Also. Ups. Wir müssen also aufpassen mit Feuer und was wir da pyromanisch machen, da. Irgendetwas ist da umgekehrt, da hinten. Jesus. Wow. Sagen dir, ich fürchte mich. Was ist das für ein Velo? Irgendetwas ist dahinter umgekehrt. Jetzt kann ich da zur Tür raus. Oh. Oder das ist so cool gemacht mit der Kamera. Ich sage es gern wieder. Ich glaube, ihr seht, was ich meine. Ich sage es nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Oh, sorry. Noch einmal. Ich muss es gedrückt halten, sonst geht's weg. Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Drachenschwur gegen Familie des Filmmoguls von Charlie Scott leitet Reporter. Victor Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem alten Berghotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochgeschworene Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie dreckige, und schwor, euch alle einen Mann und Kinder dran zu kriegen. Weiterhin drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt, aber Milgrams Drohung sei, sie allerdings vollends Vertrauen in das Rechtssystem setze, ihn auf eine Familie zu beschützen. Da ist ein Pyroman unterwegs. Und wir haben ja schon irgendwie
Ein Pyroman und einer mit einer Machete. Ist echt das der gleich? Man weiß es nicht. Was kann ich da noch? Kann ich da noch rein? Ja, hier kann ich noch rein. So extrem geil gemacht, ehrlich. Da ist etwas. Das Bild. Ha, echt cool. Hinweis entdeckt. Reis. Hinweis 4. Ein Porträt der Washington-Familie. Hannah trägt ein auffälliges Medaillon. Hannah dort, ja. Stimmt. Wie gesagt, ganz links das Medaillon. Und nebendran ist die Schwester. Und vor ist auch die Mutter und der Vater. Und rechts ist es Josh natürlich, der uns alle eingeladen hat jetzt zu dieser Party wieder. Was war das denn? Oh, Shadow. Schädel an der Wand. Da ist etwas, das ist eine Tür. Die ist zu. Draussen sind zwei. Oh! Hi, Chris. Wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Ein Schloss öffnen, okay. Hier. Ja, muss schauen. Kann ich das Schloss öffnen? Oh. Was ist da für ein Raum? Jesus. Aber es ist orientierungsmässig. Ist es ganz krass noch, weil die Kameraeinstellungen gegen so ähnlich. Oh, was ist da? Da ist ja zu. Vielleicht finde ich irgendwo Schlüssel. Da ist etwas. Das Foto. Hinweis entdeckt. Bereit für den Senior-Abschlussball. Hannah, Sam, Mike und Emily. Das war das gewesen. Okay. Da ist. Jetzt muss ich irgendwie die Tür aufbekommen, oder wie? Ja, finde ich da irgendwo Schlüssel oder so etwas.
Ah, da ist etwas. Passiert nichts, hey. Fernsehen. Und wenn ich lang drauf drücke. Passiert nichts, hey. Okay. Ja. Wo muss ich da jetzt her? Ist alles so. Oh, meine Flüge. Meine Flüge nerven mich. Meine Flüge. Das sind eben nicht meine. Nerven mich. Gott weg. Also, ich kann die Kamera nicht steuern. So. Irgendwie. Ah. Eben, das ist die Tür, die zu war, oder? Wie komme ich jetzt da wieder? Yes. Wo bin ich jetzt da? Das ist so verwirrend. Das ist flashig. Sieht gut aus, ist sehr, sehr cool gemacht, echt. Wow. Also das Kerzchen anzünden, nicht. Aber da kann ich noch etwas schauen. Was ist das? Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. Okay. Oder Anruf beantworten. Wer ist das gewesen? Man weiß es nicht. Dahinter ist noch etwas. Ah, da bin ich schon gewesen. Das ist das Foto, hä? Wie soll ich jetzt die Tür auftun, da? Ja, nein, die ist ja zu. Wo ist jetzt die Tür gewesen? Ja, bis ich so ein bisschen den Grundriss im Gespür habe. Hey, Land, wo war jetzt das gewesen? Die Tür. Der Ausgang. Wo die anderen zwei waren vorhin. Ist das sie gewesen? Oh. Bin ich noch einmal im anderen Raum hier? Nein, nicht dort hinten durch. Hier durch. Oh, da ist noch einmal etwas. Ja, da bin ich auch schon gewesen. Ist absichtlich so gemacht und ich will so ein bisschen so flashen. Ich irre da in einem Haus rum mit dem Feuerzeug. Es ist wirklich cool gemacht. So kann ich jetzt da nicht nebendurch laufen. Mal.
Eben, da war der Fernseher, hey? Und da war die Tür, das war doch irgendwo davor. Die Eingangstür, was sind jetzt die zwei gewesen? Oh, jetzt gehe ich Stegen ab. Ich will doch nicht Stegen ab. Jemand euch auch. Dann wieder Stegen auf. Hey, wo bin ich da? Sag dir. Das ist wirklich so gemacht, wie wenn du mit dem Feuerzeug durch ein Haus laufst, das du nicht kennst, oder? Ah, da bin ich schon gewesen. Ich laufe irgendwie im Kreis. Hilfe! Da ist die Tür, die ich nicht gekauft habe. So, jetzt im Ernst. Wo war die Tür, wo die anderen zwei waren? Hängen? Nein, das ist nicht. Das kann ja lustig werden, wenn ich so viel lang da rumschauen tue. Hey! Also, jetzt muss ich mich mal ein bisschen orientieren. Da ist die Stube irgendwie, oder? Und da hat es zwei Stegen, die hochgehen. Ja, aber ich will nicht Stegen auf. Ich will jetzt dort zur Tür. Zur Tür, wo die anderen zwei vor uns waren. Wo war es? Es geht einfach systematisch am Rand entlang. Wie ich so machen will, wenn ich dort... Das ist die Tür, die geht nicht auf. Und dann hier ist das Wohnzimmer. Da kann ich vor durch. Und da geht es auch nicht weiter. Und was ist denn dahinter? Das war da hinter die Tür. Wo die anderen zwei waren. Nein. Auch nicht. Und hier war das mit dem Anrufbeantworter, genau. Also das ist irgendwie so ein Speisraum oder so. Dann gehe ich hier weiter. Jetzt gehe ich einfach ringsum. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich bin schon wieder hier. Mensch, bin ich jetzt Stegen abgekommen? Offene Fenster. Wow. Yes, wo komme ich da her? Ich sage dir. Ja. Aber als Wandel. Das Liebste. So ein Dreck! Ah. Hey! Ah, perfekt.
passieren doch hier draußen? Hey, ich sage dir, du. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Nein! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby. Viel Spaß. Ja, Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. süße kleine Baby, viel Fraß, ja. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Solltest du mit Nein, in Puls letzter Zeit war gespürt nicht viel haben. los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Ja, komm doch Ja. rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Halt dich drohen oder sagen, ja, warnen. Mike, Finger weg von meiner Freundin. Alter, wovon redest du? Lass die Finger von Emily. Emily? Ich habe absolut kein Interesse an Emily. Nein. Angreifen. Du bist echt ein Arschloch, Mann. Niemand will dich hier. Wirklich? Was ist dein Problem, Blödmann, hä? Dieses Arschloch. Hey, lass mich in Ruhe! Hey, was ist denn bloß los mit euch? Wir sind nicht hier, um uns gegenseitig fertig zu machen. Wir sind doch hier für eine coole Zeit, oder? Hey Mike, sieh dir doch mit Jess mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, cool. Gehen wir hin? Klar. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em. Vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, Glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Im Exil. Im Sexy. Nichts dagegen. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen, Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. mach alles richtig. Vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Igitt. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Okay.
Ich tue gar nicht zu viel reden. Ich genieße es. Filmmässig und so. Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. Okay. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass. Wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird jetzt vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey. Vermerkt. Oh, wie schön ist die Jugend. Oh, es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. So eine, zwei Ideen, hä? Gell, Mike? Die hat schon. Es ist so cool gemacht. Und was sollte eigentlich dieses Macho-Gehabe vorhin zwischen dir und Matt? Ja. Weiß nicht. Ach, weißt du, das war doch nur Macho-Action für meine Lady. Ach, wirklich? Das war alles nur, um mich zu beeindrucken. Tja, man muss schon zeigen, was man hat. Für die Damen. Okay, du hast ziemlich angepisst ausgesehen. Ehrlich. Er ist total besitzergreifend wegen M. Darf ich etwa nicht mehr mit ihr reden, nur weil er sie jetzt flachlegt? Wenn du sagst. Ja, weiß nicht, hä? Fest da. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Ja, meine lieben Leute, wie gewohnt, kommt, wenn ich aufnehme, ins Büssi daher. Hey Mike, hast du bald den Generator oder was? Und jetzt, da ich gerade Kamera umlaufen. Mike, Ui, wäre das es ist nicht nass. toll, den Genie anzuschmeißen, damit es weitergeht? Was ist ein Genie? Was kriegst du jetzt dort im Dings? Komm da rauf. Komm auf die da rauf. Moment schnell. Da. Mike, Generator! Okay, klar. Da ist mein pudelnasse Bussala. Pudelnass. Meines Mike, vielleicht generierst du mal mehr Eifer und setzt endlich den blöden Generator in Gang. Okay, ich schreie ihn jetzt Soll an, ich genauso denn wie du machen? mich. Mal sehen, ob's klappt. Ich bin aufnehmen und du musst warten. Ja, schütteln nur. So laut, du. So laut. Ne? So laut. So. Wie schüttel ich warten? So, ich bin wieder bei euch. Das ist auch mein Büssi, das heute kommt. Wir gehen weiter. Da ist etwas. Das Totem sicher.
Was ist das für eins? Autsch! Das ist ein rotes Totem, eine Gefahr. Büsi, du jetzt warten. Kommst. Ein Gefahrentotem. Ido. Was ist das für eine, du? Was ist das für eine? Nur die Maske dran. Ich sage dir. Okay, mal sehen. Boom, sehr gut, Mikey. Wow, du bist echt genial. Yes. Wo ist das eine Dritte? Der Fallout sich. Jetzt kann ich da rein. Jetzt habe ich Strom. Tada! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah, Die andere so. Wie das tönt da mit dem Schnee. Absperrband. wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Ich werde fragen. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja. Wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Oh, verdammt.
Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf! Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Schreib die Lara weg. Oder ich springe runter. Ja, ich komme an. Lass dich nicht allein. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Yes! Hey, Adonis! Scheine Hilfst du da mir diese oben Lore gewesen. wegzuschieben? Hey, halt! Scheine da oben gewesen. Ich hab da oben hinter mir gewesen, dort. Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Wo sind wir da gelandet? Irgendwie in einer Mine, du. Stiebste. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Oh Gott, dich jetzt gerade voll erwischt. Danke. Die Zähne sind noch drin. Das ist gut. Ja. Ja. Oh Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich Ja. was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Der 2. Ah, jetzt gibt's da einen Weg rauf und da gibt's einen Weg über. Ich will dort schauen, vielleicht ist dahinter etwas noch. Ich weiss zwar nicht, welchen Weg. Ich gehe jetzt einfach mal. Da ist etwas. Ah, wieder ein Totem. Shit, das Glückstotem. Was hätte das mit Glück zu tun? Sieht gar nicht nach Glück aus. Ja. Die lieben Leute, die verraten nicht, was da noch ausgeht, aber... Ohne Worte. Aber durch die Totems, die wir schon gefunden haben, so, kann man schon erahnen, es geht richtig ab. Noch. Richtig. Richtig ab geht's da. War knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Okay.
Scheiße. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Danger, Danger, Danger. Irgendwie steht da überall Danger. Blackwood Pines, Mine. Collapsed Supports. Ja. Was ist das? Ah, eben, das ist der Plan. Hier. So, warte, ich sag dir Mine noch. Es sieht so affisch aus, da, ehrlich. So hure cool. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Was ist da oben? Nicht dort etwas, ne? Was ist das da? Kevin. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln-Suite siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Was? Okay. Lass mal sehen. Was bei der Hütte? Was? Oh. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Bay? Wir sind ganz allein hier. Möglich. Ja, ich befürchte, da andere schreckliche Sachen. Dass wir da nicht wirklich alleine sind. Was befürchte ich? Was ist das da? Hey, Jazz? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael, ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Da geht's um Mackenzie Wolf. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund untersagt. Gestattet? Untersagt? Gestattet. Ist eben gestaltet, Übersetzung untersagt. Glücklicherweise werden die Bestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzlybär Ursus ocarctos
Horribilis. Der Glisi, der Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, seine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch, Forelle. Ja, das wissen wir. Weshalb man in der Nähe von Flüssen und Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Wapiti, Cervus canadensis nelsoni. Super. Der prächtige Wapiti, das wäre der da, he? Der Wapiti da, durchstreift diese Lande schon seit Tausenden von Jahren. Ja, der hat mich so schon erschreckt, da im ersten Teil irgendwo, so Wapiti durch Pfiz da. Obwohl sie zumeist sehr sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, die Bullen, natürlich, dafür bekannt, ihre Herden vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und deftigen Angriffen führen kann. Ja. Und wir die schon mal gesehen, kämpfen gegeneinander, so. Boing, boing. Ja. Hirsche halt einfach, Hirsche. Der meint, er sei der Hirsche. Da haben wir schon durchgeschaut, he? Wir haben da nichts gesehen. Also nichts gesehen. Aber ich habe nichts gesehen. Was haben wir da? Kommen wir da nicht? Ah! Ladies first. Vorsicht, Spatzenhirn! Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hat mich erschreckt. Ja, nicht nur da. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Ah ja. Bam. Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha.
Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Wow. Was war das? Wir sind mit zusammen unterwegs, Szenenwechsel. Oh, jetzt etwas. März 39. Wer ist das? Oh Mann. Tattoo Artist. Ah. Tattoo Studio. So, ne? Ah, das Schmetterling. Schmetterling, ja. Der Schmetterling. Oh. Ein Weihnachtsgeschenk vom Josh. Sehen wir da noch? Ah, da ist auch noch etwas. Hannah, Josh und Bess, ihr seid eingeladen zu Sams Halloween Party. 31. Oktober. Kostüme sind Pflicht. Sams Halloween Party. Fancy Dress obligatory. Oh! Kennen wir das Bild nicht von irgendwo? Das hat doch der Psychiater gehabt und hat uns gefragt, ob wir da... Hä? Der durchgeknallte Psychiater da. Ja, alles durch. Ich sage dir, du. Ich hoffe, es ist nicht allzu dunkel. Ich glaube, wir sollten lieber mal Decken suchen. Du schaffst das, Mann. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Uhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Okay, Lester Meuler, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Ja, ganz toll, oder? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei,
Schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten? Hexenbrett. Lustig. Einfach anfangen mal, dass ein bisschen Licht herrscht, gell? Ein bisschen Licht ist. Alles ein bisschen feister. Und vor allem die Boiler anwerfen, für das Hey. die andere Hast du gecheckt, warm dass ich kann Chris werden. und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Ja, Ich wünschte, Chris würde endlich rangehen. Er ist wie gelähmt, weil er glaubt, sie würde ihn abschießen. Das wird nie passieren. Was davon? Nichts davon, wenn er nichts unternimmt. Was er, wie wir Chris kennen, erst tut, wenn man ihm eine Knarre an den Kopf hält. okay. Weißt du, Sam, Ja, Josh. ich wollte nur sagen, Was? es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Okay. Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Was ist das? Baseballschläger. Baseball im Schnee. Ist das deiner? Was macht der denn hier? Ist das deiner? Klar. Ja, ich habe früher immer mit Dad Baseball gespielt. Aber das war, bevor er keine Zeit mehr hatte, was mit mir zu machen. Ach, erzählst deinem Friseur, stimmt's? Okay, mal sehen, was ich mit diesem alten Heißwassergerät anstellen kann. Oh, ist das wieder ein Schmetterlingseffekt gewesen, hä? Nein. Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Hey, halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Sam, bitte. Konzentrier dich. Ich brauche echt Licht für das hier, okay?
Es herrscht gerade schwere Unterbelichtung hier drüben, Miss. Ich leuchte mal überall So, hin. jetzt legen wir es ab. Nicht schlecht. Passt. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Es reagiert schon ganz extrem. Auf die kleinste Bewegung reagiert es. Oh, verdammt. Schon okay. Jetzt versuch's nochmal. Okay. Der Rest. Das passt doch super. Okay. High five. Ah, scheiße, es geht schnell. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Schrei. Hinter dir ist etwas. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Hinter dir ist etwas. Ja, klar. Harm. Josh. Ohne Scheiß jetzt. Da hinten ist etwas. Okay, dein Punkt. 30-0. Was? Nein, woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh. Ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh, Was? der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht oder es ist ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Okay. Etwas da wird komisch. Ja, ist das komisch. Ja. Oh, komm schon! Wieso ist die abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Hey! Was? Hey! Was zum Teufel? Boom! Ich hab dich erwischt. Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Das Hätte ich mir die Arsch. Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose Josh, gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Oh
Okay, okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Widmen wir uns deinen Gefühlen gegenüber Menschen mit Angst vorm Versagen, die sich sorgen, was andere über sie denken. Hast du auch diese Furcht? Nein. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Die sich fürchten? Hass, Mitleid. Gibt's nichts sonst drin? Mitgefühl. Mitleid, okay. Verstehe. Also Chris hat Angst vorm Versagen. Hast du Mitleid mit ihm? Nein. Gewiss. Das sieht man an den Entscheidungen, die du triffst. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ehrlichkeit. Also, du sagst die Wahrheit, auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Was, das ist eine blöde Frage. Du bist ein hure Psychosiech, ehrlich. Das möchte ich dir mal, kann man das nicht ankreuzeln? Du bist ein Psychosiech. Kann ich das nicht da irgendwie gegenauchen? Ein Psychosiech. So, Fetz und Ehrlichkeit, sowieso. Nächstenliebe wird überbewertet, Schätze. Ich lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Nein. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. So, und uns ist die Zeit auch nicht ausgegangen, sondern wir sind am Ende von unserer Folge. Wahnsinnig, ich bin wieder erklüpft, ob schon, dass ich ja eigentlich einmal gesehen habe. Aber ich weiss nicht mehr, durch das es geht und was wir da noch alles erleben. Wow, echt, weiss gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wir sind jetzt bei der Stunde, 24. Ich weiss nicht, mir tut das lang. Wahrscheinlich habe ich es in zwei Teile gemacht. Wahrscheinlich tue ich es so schneiden. Zwei Teile, also in dem Fall, wenn ihr das jetzt seht, dann hat es schon den dritten Part und so gegeben. Ich finde es sehr, sehr cool,
Sehr, sehr cool. Ein Fact. Es gibt gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich will gar nicht mehr spoilern. Ich will mir nichts sagen dazu. Das Gameplay spricht eigentlich für sich. Und, freue mich, seid ihr mit dabei. Und bis das nächste Mal. Weiss es, was da alles noch abgeht, oder? Cool. Ciao zusammen.